Falls du lange nicht mehr im Kino warst, haben wir gedacht, wir bringen das Kino heute Morgen ein bisschen zu dir. Ein epischer Trailer in die neue Serie «Das Ende der Welt», wo die Kreativabteilung von der GVC-Bewegung aktiv geworden ist und visuell aufgegriffen hat, was vielleicht einige von uns ein bisschen bewegt. Weltuntergangsszenarien, das ist Stoff für gute Filme. Und ich persönlich erinnere mich da gerade zurück an ein paar in meiner Jugendzeit. Mir kommt da so in den Sinn Armageddon, wer von euch kennt den auch noch. Oder Deep Impact, wo da der Meteor einschlägt im Wasser. Ich bin natürlich jeden von denen schauen und habe mich packen lassen von diesen Szenarien. Man kann das so schön bildgewaltig umsetzen. Und es gibt noch viele mehr. In verschiedenen Epochen sind die immer wieder auch gemacht worden. Und wir haben uns gesagt, in dieser Zeit, wo wir stehen, aktuell, ist das Thema ja das Ende der Welt brandheiß. Weil Krisen, die führen zu Spekulationen. Das ist eine Tatsache. Und wir stehen im Moment in einer der grössten Krisen der letzten Jahrzehnte. Es ist nicht die erste. Wenn wir nur schon ein bisschen zurückschauen, sehen wir, es hat es immer wieder gegeben. Ich denke an die Kriege im letzten Jahrhundert zum Beispiel. Aber was dann passiert ist, Spekulationen kommen auf. Unsicherheit macht sich breit. Es bewegt etwas, wenn Krisen herum sind. Ganz unterschiedlich, bei unterschiedlichen Menschen. Auch das erleben wir gerade jetzt. Was man besonders merkt, ist, es gibt eine Verunsicherung in der Gesellschaft und ihrem gemeinschaftlichen Umgang. Man könnte sagen, der Gesellschaftsvertrag wird in Frage gestellt. Das ist etwas, was wir gerade jetzt aktuell sehr gut erleben. Wenn ich täglich die News lese, dann sehe ich, wie das passiert. Wenn man Kommentarspalten anschaut, man merkt, wie plötzlich viel Uneinigkeit ist im Umgang miteinander. Ja, das kann sogar bis in die Kirche hineinkommen, wenn man jetzt das handeln soll, den Umgang mit dieser Krise. Wir erleben das. Krisen geben auch einen Boden für Verschwörungstheorien. YouTube ist voll von neuen Wahrheiten und Weisheiten. Und wenn du dich dort mal anfängst, ein bisschen durchzuklicken, hey, ja, dann kannst du eine Stunde verbringen und dir Sachen reinziehen von Menschen, die noch ein bisschen genauer als alle anderen wissen, was jetzt genau ist und wer jetzt all die Fäden in der Hand hat und was abgeht. Und was auch passt zu Krisen, weltweiten, gesellschaftlichen Krisen, Herausforderungen, ist, dass die Christenheit, du und ich, unsere Gruppierungen, sich anfangen Gedanken machen über das Ende der Welt. Und das ist ganz natürlich und verständlich. Weil die Christenheit hat schon von Anfang an, seit Jesus da war, in dieser Erwartung gelebt, dass das Ende bald wird kommen. Ich behaupte sogar, dass die ersten Jünger geglaubt haben, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wird zurückkehren. Sie haben also immer mit dieser Frage im Kopf gelebt, wann ist das Ende der Welt? Wir werden das heute auch noch zusammen entdecken. Und das drückt sich auch aus in der frühchristlichen Literatur. Man sieht das schon in den Briefen von Paulus, dass es ein üblicher Gruß oder eine übliche Wendung war, dass man einander zugerufen hat, Maranatha. Das heisst, Herr, komm. Und die Antwort darauf war, ja, Herr, komme bald. Also die Erwartung, dass Jesus wird wiederkommen und somit auch das Ende der Welt wird ankündigen, die ist etwas, das mit dem Christsein einhergeht. Das kann man nicht trennen. Und das ist auch verständlich. Und gerade in Zeiten von Krisen kommt das immer mehr. Und darum ist das auch jetzt so, dass viele Christen sich fragen, ja, Corona, könnte das etwas mit dem Ende der Welt zu tun haben? Ja, all das, was sonst abgeht im Moment auf unserer Welt, Aufstände, Demonstrationen, politische Unterdrückungen, wenn man den Globus anschaut, dann haben wir im Westen so ein paar Fokuspunkte, aber da gibt es im Fall auch noch einige mehr, verborgene Krisen. Ja, haben die etwas mit dem Ende der Welt zu tun? Ist verständlich. Und darum haben wir gesagt, wir möchten uns eine Serie Zeit nehmen, um uns Gedanken über das zu machen und über das, was die Bibel zu dem sagt. Oftmals, wenn man sich das Thema anschaut, kommt auch eine gewisse Schwere drin. Es kommen Ängste auf, auch unter den Gläubigen. Vielleicht bist du da rein und bist nicht gläubig, aber dann hast du das vielleicht auch schon gehört in deinem Umfeld von Menschen. Angst vor, hey, wird ich das überleben, wenn die grossen Fragen auftauchen? Angst vor, wird ich standhaft bleiben in meinem Glauben? Es gibt auch viel Literatur, die so Ängste beschwört. Eine der berühmtesten Abfolgen von Romanen sind die sogenannten Finale-Romane. Auch ich habe die teilweise verschlungen, weil die bei uns im Büchergestell gestanden sind, wo so ein Szenario zeichnen, wie das Ende der Welt aussehen könnte. Wo aber auch vieles einem Angst macht drin, wenn man es liest. Was wird alles Schlimmes noch kommen? Wird ich im Glauben standhaft bleiben? Und uns ist darum wichtig, in dieser Serie den Fokus zu verändern und auf die Hoffnung zu schauen, die in diesen Texten, in der Bibel
steht, wenn es ums Ende der Welt geht. Und falls du jetzt schon von Leuten gehört hast, und hey, tatsächlich, die gibt es in der GVC-Bewegung, die gesagt haben, hey, bei diesem Thema da komme ich lieber nicht, weil das macht mir Angst. Dann bitte schreib ein WhatsApp heute und sag, hey, los unbedingt und komm nächstes Mal oder schau nächstes Mal online im Livestream, weil es geht um Hoffnung. Es geht darum, wie können wir hoffnungsvoll in dieser Zeit sein. Was hat die Bibel für eine Hoffnungsbotschaft, die genau da sieht. Und da möchte ich euch ein Zitat vorlesen, das mich begleitet hat in den letzten Wochen, auch gerade in der Beschäftigung mit dem Thema von einem Schweizer Theologen, Roland Hartmeier. Er schreibt über Krisen. Krisen sind ein Testfall für den Glauben. Christlicher Glaube ist dort lebendig, wo er Trost spendet, Glauben stärkt und zum Handeln für den wiederkommenden Herrn beflügelt. Endzeitliche Spekulationen lähmen. Sie veranlassen zum Rückzug in christliches Ghetto. Die Welt überlässt man dem Teufel. So verstandener Glaube ist eine Verzerrung der biblischen Hoffnung. Und darum lade ich euch ein, lasst uns auf Hoffnung fokussieren. Um das geht es in dieser Serie. Lasst uns die Hoffnungsfunken und Schimmer in diesen Texten finden. Und wir haben gesagt, wir möchten in dieser Serie auch passend zum Jahresthema alltäglich Glauben aus dem Wort von Jesus starten. Wir haben ja jetzt uns viel in dem bewegt, wie Jesus nachfolgt, wie Jesus über Nachfolge berichtet hat, das Leben der Nachfolger von Jesus angeschaut. Und so starten wir auch hier bei Wort von Jesus. Und wir bewegen uns in der Endzeitrede von Jesus im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24 und 25. Und wir werden heute und die nächsten 2 Sonntage einzelne Texte daraus anschauen. Und heute dreht sich alles um die eine Frage der Jünger, die vielleicht du auch in deinem Herzen trägst und die gerechtfertigt ist. Hey, ist das Ende nahe? Und ich möchte euch darum gerade jetzt mitnehmen in den Text im Kapitel 24. Und wir lesen so, wie das Ganze startet. Wir bewegen uns in dieser Zeit kurz vor der Kreuzigung von Jesus, wo Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem war. Und da lesen wir Kapitel 24 ab Vers 1. Jesus verließ den Tempel und wandte sich zum Gehen. Da kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Ihr bestaunt das alles, nicht wahr? Sagte Jesus zu ihnen. Aber ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Das ist echt crazy. Und ich denke, vielleicht haben sie gedacht, Jesus, jetzt bist du, glaube ich, gerade rasch übergedreht. Ich meine, schau dir das Gebäude an. Das ist unbezwingbar, uneinnehmbar, unüberwindbar. Und dann geht es weiter und sie sind weitergezogen. Und dann lesen wir, als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß, vielleicht bist du dort auch schon gestanden, heute sitzt man dort vielleicht weniger, ja, mal es hat Bänkchen, aber man steht vor allem dort unter einer riesigen Gruppe von Touristen, wenn nicht Corona ist. Jetzt ist dort auch weniger los. Und dann sieht man so über auf den Tempelberg. Also Jesus ist dort gesessen, mit seinen Jüngern war er alleine, da baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dann kommen und das Ende der Welt ankündigen? Jesus antwortete. Und jetzt machen wir eine kurze Pause. Und wir überlegen uns ein paar Gedanken dazu. Also es ist die Frage von Jesus, von den Jüngern, hey, wann ist das Ende? Und wir lesen das so schnell und wir denken, ja, es geht einfach darum, wann ist das Ende? Aber eigentlich stecken mehr Fragen drin. Es sind 3 Fragen konkret, die sie beschäftigen. Die erste Frage ist die, wann wird das geschehen? Also wann wird dann der Tempel zerstört werden, so wie du das angekündigt hast? Wann wird der Tempel zerstört werden? Wann kommst du zurück? Ist die zweite Frage. Und wann wird das Zeitalter, in der Bibel wird das griechische Wort, ist das Wort für Zeitalter, zu Ende gehen, das Äon. Also wann wird das Ende der Welt sein? So 3 Fragen. Und das ist schon mal wichtig, dass wir sehen, das ist nicht eine Frage, sondern Jesus in der Folge, wenn er antwortet, gibt er Antwort auf 3 Fragen. Jesus antwortet tatsächlich. Also er hat eine Antwort. Das ist mal spannend und wir werden die zusammen anschauen. Das Zweite ist, Jesus nennt keine Daten und keine klare Ereignisse. Es gibt einige Andeutungen, aber nichts ganz Klares, was es wird sein. Entschuldigung, da mein Mikrofon ist da einfach leicht. Hört ihr mich? Ja, sehr gut. Jesus nennt keine sehr klare Daten und Ereignisse. Und das finde ich wichtig zu feststellen. Und jetzt muss ich dir ehrlich sagen, wenn du gerade dran bist, einem auf den Leim zu kriechen, der dir klare Daten und Ereignisse will sagen, wenn das Ende der Welt ist, bitte glaub's ihm nicht. Nicht mal Jesus hat es gewusst.
ich will hier aufrufen zu Vorsicht bei Endzeitfahrplänen. Und ja, hey, ich habe noch so einen bei mir daheim gestellt, ich behalte den auf. Als ein schlechtes Beispiel. Der ist mir gelehrt worden als Kind, den kannst du aufklappen und du siehst den ganzen Fahrplan. Zum Glück hat es keine Daten drauf. Aber wie das alles so wird geschehen, und ich würde sagen, seien wir vorsichtig mit dem. Es hat gute Gedanken drin, gute Ansätze, aber Jesus macht das nicht. Er gibt eine andere Form von Schau aufs Ende und wir werden die zusammen entdecken. Er nennt keine Daten, kein Hinweis auf wann das es so weit ist und darum lass uns vorsichtig sein. Aber ja, Jesus gibt Hinweise und Warnungen, welche Ereignisse das die Zeit könnten andeuten, also dass die Zeit vom Ende, wie das kann aussehen. Aber seien wir vorsichtig. Oft sind die Endzeitfahrpläne gut gemeint, aber nicht mal Jesus hat das gemacht. Und oft verstricken sie einem in Gedanken, die nicht zielführend sind, machen einem Angst. Ehrlich gesagt, sie verwirren einem und bringen einem auf Wege, wo uns Jesus nicht gerufen hat. Wenn wir jetzt dann in den Text gehen, und du kannst gerne dein Handy oder deine Bibel führen, Kapitel 24, wir werden dort drin ein bisschen verweilen, in dieser Antwort von Jesus auf die Fragen der Jünger, dann will ich noch ein paar grundlegende Sachen für die Auslegung von diesen Texten erwähnen, weil es wichtig ist. Die Bibel kennt verschiedene Arten von Textgattungen. Da drin gibt es Nacherzählungen, also im Alten Testament, im Neuen Testament. Es gibt wörtliche Zitate. Es gibt so Berichte, wo jemand versucht hat, so gut wie möglich die Realität zu beschreiben. Es gibt Briefe, kennen wir alle, mit Anreden und Grußwort. Es gibt poetische Texte wie Gebet, Lieder, Psalmen, Sprüche. Es gibt bildhafte Reden. Und da bewegen wir uns dann genau in so einer, oder man nennt das auch so apokalyptische Sprache. Und Apokalyptik, das ist ein ganz kompliziertes Wort, ist eigentlich etwas Einfaches. Es steht für Enthüllung, Offenbarung, eben ein Blick in die Zukunft. Prophetische Texte werden teilweise als apokalyptische Sprache angeschaut, sind es aber eigentlich nicht alle prophetischen Texte sind so. Weil Prophetie ist nicht immer nur Zukunft gerichtet. Prophetie in erster Linie ist Gottes Wort in Erinnerung rufen. Und dabei möchte ich euch auch sagen, und das ist mir nochmal so bewusst worden, jeder Predigtdienst, wenn der Elias da vorne steht, Joni, Steffi, wer auch immer bei euch predigt, auch ich heute, Predigtdienst hat etwas Prophetisches, weil es ist ein Erinnern an Gottes Wort. Und wir sind oft bei der Prophetie, man geht in die Zukunft vorhersagen, das ist ein Teil, aber wenn man die Propheten im Alten Testament anschaut, sie haben erinnert, auf den Weg von Gott zurückzukehren. Also dort, wo man Gottes Wort auch verkündet und die Menschen das in Erinnerung rufen, ist das prophetisch. Und dann gibt es einen Teil da drin, der ist zukunftsgerichtet. Der ist offenbarend, enthüllend, apokalyptisch. Und die Rede von Jesus, das Kapitel 24, das kann man durchaus so interpretieren. Und das zeichnet sich aus durch eine bildhafte Sprache, also wo man etwas versucht zu beschreiben, wo man vielleicht gar nicht genau kann. Oder man benutzt die aktuellen Worte, die man hat und Bilder, die man hat, um etwas zu erklären, wie es könnte aussehen. Das ist symbolhaft. Das ist nicht immer 1:1 wörtlich zu nehmen, sondern es versucht, etwas zu erklären. Das ist wichtig. Also Textgattung. Was für einen Text haben wir da vor uns? Apokalyptik gibt es noch mehr als nur die Jesusworte. Es gibt das im Daniel, es gibt das in der Offenbarung, es gibt es in mehreren Propheten. Dann, wenn wir anschauen, wie Kirche und Theologie mit diesen Texten umgegangen ist, dann können wir nicht im Detail rein, aber wir können sehen, wie zwei extreme Ansätze gewählt worden sind in der Vergangenheit, um Texte über das Ende auszulegen. Der eine, das ist der sogenannte vergangenheitsorientierte Ansatz. Das Fachausdruck erwähne ich jetzt hier nicht, weil das bringt uns nichts, wenn wir wissen. Der schaut alles als schon geschehen an. Der sucht in diesen Texten Kennzeichen von dem, was in der Weltgeschichte schon geschehen ist. Und sagt, okay, das, was Jesus da gesagt hat als Antwort, das ist schon passiert. Dort und dort und dort und dort und dort in der Geschichte. Das würde heißen, dass die Texte sehr wenig Relevanz haben fürs Heute. Das eigentlich nichts bringt, wenn wir jetzt über das reden. Die Ereignisse sind schon vorbei. Der zweite extreme Ansatz ist das Gegenteil, der ist zukunftsgerichtet. Der futuristische Ansatz. Der sagt, all das wird erst noch geschehen. Teilweise weiss man dann auch wann und wie. Das Problem an dem ist, dass es in dem Fall Jesus diesen Jüngern eigentlich eine sehr unrelevante Antwort gegeben hätte. Weil sie haben ihn etwas gefragt, sie hat sie beschäftigt in ihrem Leben und anscheinend hat er über irgendetwas geredet, was sie nie werden erleben. Und darum ist man sich heute sehr einig, und sehr viele Ausleger machen das so, dass man sagt, man muss irgendwo den Mittelweg finden. Und die Texte, die haben eben beides drin. Die haben eine Relevanz für die ersten Hörer, also die Jünger, die das gefragt haben, für die ersten Empfänger von diesen Texten, also die Leser vom Matthäus-Evangelium. Und gleichzeitig haben sie
Eine prophetische Sicht, eine prophetische Schau, die weitergeht. Und man nimmt heute an, dass wir uns definitiv in der Endzeit befinden, dass die aber nicht erst jetzt gerade angefangen hat mit Corona, sondern dass die gestartet hat, das ist das Verständnis der neutestamentlichen Texte mit dem Kommen von Jesus. Und dass die ersten Jünger im Verständnis gelebt haben, dass sie in der Endzeit sind. Und somit sage ich, ja, es ist Endzeit, definitiv. Und sie ist seit 2000 Jahren. Und das gibt gerade noch mal einen anderen Blickpunkt drauf. Seit 2000 Jahren leben wir in der Endzeit. In einer spannungsvollen Zeit. In einer Zeit, wo Jesus drin geredet hat. In einer Zeit, wo man Ereignisse sieht, die geschehen sind, die aber sich auch immer wieder wiederholen. Und das immer wieder prophetische Schau, wo eben so zeitlose Botschaften beinhaltet. Und ich habe versucht, ein Bild mitzubringen, so ein schönes Bergpanorama. Ihr solltet das jetzt sehen, hier im Hintergrund, eingeblendet. So ein Bergpanorama-Bild. Ja, genau. Es wäre noch so ein bisschen, es wäre wirklich ein Panorama, es geht noch ein bisschen weiter, aber das soll erklären, wie so eine prophetische Schau wahrgenommen wird. Es ist ein Versuch, das zu erklären. Wenn so ein apokalyptischer Text kommt, dann ist das schwierig zu sagen, der ist chronologisch geordnet. Sondern das ist die Person, die das sagt oder sieht, also das prophetische Bild hat, das ist oft so eine Schau auf so eine Reihe von Bergketten. Und wenn du das weißt, wenn du das anschaust, das schöne Alpenpanorama zum Beispiel, hier im Oberland, vom Bachtel, oder? Wenn du raus schaust, dann merkst du manchmal, hey, die Glarner Berge und das Berner Oberland sind eigentlich gar nicht so weit voneinander weg. Oder du hast immer das Gefühl, die Distanzen sind schwierig einzuordnen. Du siehst die Hügel, wenn du gut bist, kennst du es, aber du siehst zum Beispiel die Täler dazwischen nicht. Die Distanz, die sie haben, das ist schwer einzuschätzen. Also es ist ein Versuch, so ein Bild zu malen. Und gerade auch die prophetische Schau, die versucht eigentlich das Bild so wiederzugeben, verbal, wo sie sieht, kann aber nicht immer sagen, was, wann, wie, wo ist. Und was man auch nicht sieht dazwischen ist, dass es Täler gibt und dass es manchmal Hügelzüge gibt, wo ein erster Hügel kommt und dann ein zweiter, so fast wellenhafte Bewegungen von etwas, was sich immer wieder wiederholt. Und genau so verstehen wir die prophetische Schau. Und wenn Jesus das da den Jünger antwortet, dann ist es wohl so ein Bild, das er malt, wo er versucht, auf die 3 Fragen einzugehen von den Jüngern, wo aber noch schwierig ist, um genau einzuordnen, wann, was, wie, wo. Wir gehen an den Text an, im Bewusstsein, dass für die ersten Hörer, für die Jünger eine Bedeutung hat, dass es aber auch durchaus Worte sind, die in der heutigen Zeit, wo wir immer noch in der Endzeit stehen, in dieser Zeit zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen von Jesus, hineinredet. Und so möchte ich euch jetzt mitnehmen und auf die paar Hinweise, die man in diesem Text entdecken eingehen. Hinweise, teils Warnungen. Ja, die Texte sind schwierig. Ja, die Texte haben eine gewisse Dunkelheit. Aber sie haben auch ganz viel Hoffnung drin. Und so möchte ich Schritt für Schritt mit euch durch 5 so Hinweise durchgehen und dann noch auf die letzte Frage eingehen, ja, das Kommen von Christus. Wann kommt er wieder? Auch über das redet Jesus etwas. 5 Hinweise, die in diesem Text, Kapitel 24, zu finden sind. Der erste ist der, den man am ehesten in der Geschichte schon erfüllt sieht. Und darum möchte ich den zuerst herausgreifen, auch wenn er ein bisschen weiterhin im Kapitel kommt. Also das ist so einer von diesen Gipfeln, wo Jesus da wohl beschreibt. Das ist, dass in dem Text, in dieser Antwort von Jesus erwähnt wird, dass es eine Gräueltat am Tempel wird geben. Ich möchte hier vorlesen, wie das in meiner Bibel steht. Im Kapitel 24, wie gesagt, ab Vers 15 bis 21 lesen wir, dass Jesus ein Ereignis ankündigt, das man in der Geschichte eigentlich schon als erfüllt sieht. Und zwar ist das, dass Jesus Bezug nimmt auf das Buch Daniel im Vers 15 und sagt schon, der Prophet Daniel hat euch angekündigt, dass es einen abscheulichen Götzendienst wird geben, somit im Tempel. Und er sagt dann den Jüngern, wenn das wird passieren, abscheulicher Götzendienst, andere Übersetzungen sagen ein Gräuel von der Verwüstung, dann flüchtet. Also der Tempel wird missbraucht werden. Und siehe da, also erstens mal, der Text von Daniel, den haben die damaligen Hörer eigentlich schon als erfüllt gesehen, weil der Daniel berichtet schon über das. Und die damaligen Hörer, jüdischen Hörer, also die Jünger, die haben gedacht, das ist schon geschehen. Im Jahr 168 vor Christus ist nämlich der Tempel eingenommen worden von einem griechischen Herrscher, vom Antiochus Epiphanes, dem 4. Und die Geschichtsbücher berichten uns das, dass er den Tempel eingenommen hat und auf dem Altar Schwein geopfert hat. Also er hatte so eine Goldplatte beim Altar, wo die Juden gebraucht haben, aufgestellt und hat Schweine drauf geopfert. Das ist für den Juden das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn du in seinem Heiligtum anfängst Schweine opfern, ein unreines Tier. Und er hat verboten, dass die Juden dort Jahwe anbeten, am Ort, wo Jahwe wohnt. Und das war eine ganz dunkle Zeit für das Judentum. Der Altar, wo die Schweine geopfert wurden, ist 3 Jahre dort gestanden. Und die Geschichte berichtet uns,
dass das eine schwierige Zeit war. Und somit haben die damaligen Jünger eigentlich gemeint, das ist schon erfüllt. Und jetzt greift Jesus genau das Bild auf und sagt, hey, wenn das kommt, dann sind vorsichtig und flüchtet. Und siehe da, 70 Jahre nach Christus, haben die Römer den Tempel nochmal eingenommen. Sie haben ihr Feldzeichen in heilige Bezirke getragen. Sie haben ihren Göttern angefangen zu opfern auf dem Tempelberg. Und der Josephus Flavius, Geschichtsschreiber, jüdischer, berichtet uns, dass in dieser Zeit Schreckliches geschehen ist. 1,1 Millionen Juden sind getötet worden. Das ist eine grosse Zahl. Das ist schrecklich. Das ist schwere. Jesus sagt einmal im Vers 21, ich kann schauen, ob das stimmt. Ja, Vers 21. Es wird eine Zeit von der Not kommen, wie sie die Welt ihre ganze Geschichte noch nicht erlebt hat. Das ist auch eine bildhafte Sprache, aber das ist eine schwere Zeit. 1,1 Millionen Juden getötet. 70 nach Christus, also wie ein zweiter Hügel, wo genau der Gräuel von der Verwüstung kommt. Und jetzt, ja, natürlich kann man das auch zeitlos noch weiter schauen, gerade auch in Bezug auf das Volk von Gott. Das Volk der Juden hat viele schwierige Zeiten müssen durchmachen. Und 1,1 Millionen ist nichts im Vergleich zu dem, was der Holocaust bedeutet hat. Schreckliche Zeiten, die immer wieder gekommen sind. Jesus kündet das an, gerade auch in Bezug auf den Tempel. Und es heisst, flüchtet, wenn ihr das seht. Und siehe da, der Eusebius, ein früher Geschichtsschreiber, Theologe, berichtet, dass die christliche Gemeinde im Jahr 70 nach Christus zum grossen Teil geflüchtet ist. Und so dieser Verfolgung, sie sind ja auch Juden gewesen, Juden und Jesusgläubige entkommen sind. Also sie haben die Warnung von Jesus anscheinend ernst genommen. Es gehört zu der Endzeit, dass so Ereignisse geschehen. Und auch da kann man wohl jetzt sagen, das ist geschichtlich schon geschehen, aber so Wellen können immer wieder kommen. So Bergketten können sich aufbauen. Das ist der erste Hinweis, wohl der am klarsten an ein geschichtliches Ereignis zu knüpfen ist, wo man sieht, wie es geschehen ist, wie es aber auch sich wiederholt hat in der Geschichte der Juden. Und dann geht es weiter. Und wir tauchen jetzt im Vers 4 und 5 und Vers 23 und 24 und wir sehen den nächsten Hinweis und eine Warnung, wo Jesus den Jüngern auf die 3 Fragen gibt. Und das ist, also wir haben jetzt vielleicht die erste Frage beantwortet, muss man da noch sagen. Die Zerstörung vom Tempel, wann wird das sein? 70 nach Christus haben wir das geschichtlich erlebt. Ob so etwas wieder wird geschehen, wer weiß, sagt uns die Bibel nichts darüber. Aber es ist dort sicher mal so geschehen. Und jetzt die Frage so, welche Zeichen deutet denn das an, dieses Wiederkommen? Und jetzt gibt Jesus so Hinweise. Und das eine ist, er redet von Irrlehren und Verführung. Und er redet da ganz spezifisch von, es werden falsche Messiasen auftauchen. Und wir sehen auch da in der Geschichte, wie genau das geschehen ist. Und in dieser Zeit bis 70 nach Christus ist der Boden gegeben, gerade in dieser politischen Lage, dass viele so Messiasen gekommen sind. Messias steht für Retter. Und gerade im Volk der Juden hat es viele so Figuren gegeben, die man auch so betitelt, als Retter, als politische Retter. Die sind aufgestanden gegen das Römische Reich und gesagt, ich befreie jetzt euch, kommt mit, wir gehen. Sind aber jedes Mal von dem brutalen Römischen Reich blutig niedergeschlagen worden und darum auch sehr schnell wieder vergangen. Aber so Erlösungsversprechen sind üblich gewesen. Falsche Messiasen sind auftaucht. Sie haben gesagt, ich befreie das Volk, lauft mir nach. Das war sehr populär gewesen. Also wir sehen, dass das anscheinend auch schon geschehen ist. Die falschen Retterfiguren. Wiederum sieht man das durch die ganze Weltgeschichte, dass immer wieder so Figuren gekommen sind, die gesagt haben, ich bringe Rettung, ich bringe Heil. Zumindest für eine gewisse Volksgruppe. Gehen wir in die neue Zeit und da kann man 2 grosse Figuren rausnehmen. Der Napoleon, sehr nahe bei uns, oder auch ein Hitler, die genau das gesagt haben. Gesagt haben, hey, ich bringe Heil, ich bringe Rettung. Mein Reich ist das Reich, das gut ist. Immer wieder so Figuren, die kommen, ich denke noch ein bisschen weiter in die ganz aktuelle Zeit und schaue so gewissen Wahlkämpfen auf dieser Welt zu und denke immer wieder politische Figuren, die aufstehen und sagen, wenn es so läuft, wie ich es vorgebe, ohne da jetzt eine Meinung zu beziehen, dann wird das Friedensreich kommen, dann wird alles gut sein. Und ich glaube, die Bibel ruft uns auch da sein und Jesus ruft uns da sein. Der Friede der Welt ist nicht der Friede, den Gott uns gibt. Die politischen Rettungsfiguren, heilsbringende Figuren, all die haben ein Ablaufdatum. Sind nicht die das endgültig bringen. Irrlehre und Verführung, falsche Messias, so werden kommen. Ich denke aber noch weiter und denke an heilsbringende Systeme, wo wir Schweizer super sind mit unserer demokratischen, politischen Lage. Wir haben keine Gefahr, dass wir einer Figur einfach hinten anlaufen, außer dem Daniel Koch. Aber eigentlich sind wir ja da resistent. Aber ich glaube, wir sind extrem angewiesen auf messianische Systeme wie Wirtschaft, wie Sicherheit, wie Versicherungen, wie Absicherung und Schutz. Reichtum, Wohlstand, Wissenschaft, Denken, wo wir sagen, ja, an dem heben wir uns fest. Und könnte es sein, dass der Text uns zuruft?
Verlasst euch nicht auf falsche Messiasen, auch wenn sie System sind. Irrlehre und Verführung, ein Zeichen von dieser Endzeit, von dieser Zeit, wo wir drinstehen. Falsche, hoffnungsversprechende Ansätze, das können sogar manchmal Theologien sein, die einem Halt geben. Hinweis 3. Leiden und Dunkelheit. Der Text ist tatsächlich irgendwie auch düster. Er berichtet uns von Leiden und Dunkelheit in dieser Zeit. Zuerst so im Allgemeinen, Vers 6 bis 8, da steht von Krieg, von Hungersnöten, von Erdbeben. Und hast das sicher auch schon gehört. Das Ende ist im Fall nah, weil jetzt, wo so viel passiert. Ich würde jetzt da mal behaupten, ja gut, in der heutigen Zeit hören wir wahrscheinlich auch viel mehr von dem, weil wir sind in einer globalisierten Welt, wo du sofort erfährst, wenn auf der anderen Seite des Planeten etwas geschieht. Das war früher nicht so. Es ist aber auch schon damals viel geschehen und es wird uns berichtet aus dem ersten Jahrhundert nach Christus von Erdbeben, von genau so schlimmen Katastrophen, von Kriegen. Ja, die hat es durch die Weltgeschichte durchgegeben. Und im letzten Jahrhundert sehr gross, auch gerade in Europa. Aktuell wieder an anderen Orten. Wir kennen es aus der Weltgeschichte. Es ist ein Teil von dem Leben auf dieser Erde. Da drin finde ich aber schon einen ersten Hoffnungshinweis. Es heisst nämlich dort auch, lasst euch nicht erschrecken. Lasst euch nicht erschrecken von dem. Und das höre ich gerade so förmlich, wie Jesus das uns ruft. Und gerade all denen, die sagen, ja, jetzt kommt es im Fall mega schlimm. Lasst euch nicht erschrecken. Es ist Teil davon. Es gehört dazu. Leiden und Dunkelheit im Allgemeinen. Und dann wird es aber noch viel härter. Und Jesus ist da sehr klar. Nämlich Leiden und Dunkelheit im Besonderen für die Gläubigen, für die Nachfolger von Christus. Vers 9 bis 13. Ui, ihr werdet gefoltert werden, ihr werdet getötet und ihr werdet gehasst werden. Eure Liebe untereinander wird erkalten. Das kann einem Angst machen. Wann ist es so weit? Werden wir bestehen als Gemeinde? Genau daraus kommen die Fragen. Ich glaube, wir haben viel Grund zur Hoffnung, dass wir bestehen werden. Wenn ich in die Kirchengeschichte schaue und merke, dass es arrogant ist zu denken, nur uns wird das passieren. Hey, die ersten Jünger, wie viele von ihnen sind dem Märtyrertod gestorben? Die Worte sind Wahrheit geworden. Sie haben das auf sich genommen, hoffnungsvoll, glaubensvoll, ohne verunsichert zu werden. Ja, möglicherweise im Herz schon einmal. Aber wenn ich sehe, einen Paulus, einen Petrus, wo uns berichtet wird, wie sie dem Märtyrertod gestorben sind, für ihren Glauben und dabei das Evangelium verbreitet haben, anscheinend ist die Kraft von Jesus in diesen Menschen stärker gewesen. Und sie haben das können durchleben, durchgehen. Und ja, es ist eine Tatsache geworden, schon damals. Und ja, es geht weiter. Und es ist arrogant zu denken, dass das irgendwann dann mal bei uns plötzlich landen könnte. Weil genau jetzt ist das eine Tatsache für viele Christen auf dieser Welt, die in der Verfolgung leben, die sich nicht frei treffen können, wie du und ich am Sonntagmorgen, sondern wo das eine Tatsache ist, dass sie Angst haben müssen. Wir haben es gestern in den News gehört, richtig? Dass in Afrika eine Missionarin ermordet worden ist. Es ist part of it. It's part of the deal. Aber da drin steckt auch Hoffnung, weil schau mal, was mit der Kirche passiert ist. Mit dem Glauben, mit dem Christentum. Es ist zu der grössten Weltreligion geworden. Durch all das durch. In dieser Endzeit. Wir kennen das weniger in der Schweiz. Wir kennen andere Formen von dem. Vielleicht belächelt werden, vielleicht als schwach bezeichnet werden, vielleicht als ja, wenn man es halt sonst nicht so gut hat im Leben, braucht man einen Halt und einen Anker. Vielleicht auch Formen von Ausgrenzung, weil man glaubend ist. Und ich glaube, das ist die Bibel auch sehr ehrlich. Es ist ein Teil von unserem Leben, ist, dass so Zeiten kommen. Dass es nicht immer nur einfach ist. Mir hilft das aber auch, weil es ist ein realistischer Blick. Mein Leben ist einfach nicht immer nur Schocki. Dann die Erhaltung von der Liebe untereinander. Hey, lass uns aufpassen. Gerade in Zeiten wie jetzt, wo das schneller passieren kann. Dass man miteinander anfängt zu ringen und der will ihm die Maske nicht anlegen. Und was sind das für ferngesteuerte Menschen, die alles glauben, was der Bund sagt. Hey, heben wir uns Sorge. Bewahren wir die Einheit. Lassen wir die Liebe nicht erkalten untereinander. Übrigens etwas, was schon in der ersten Kirche ein Thema war. Ein Text aus der Offenbarung. An die Kirche in Ephesus sagt genau das. Passt auf, eure Liebe ist erkaltet. Das Wort direkt ist damals und ist jetzt. 4. Hinweis, ich habe noch ein paar. Ausdauer ist erfordert. Da drin, in all dem, braucht es viel Ausdauer. Vers 6 und Vers 8 zeigen das so schön, auch der Vers 13. Im Vers 6 lesen wir, auch wenn das alles kommt, es bedeutet im Fall noch nichts Ende. Oh mein, wir müssen ein bisschen ausdauernd bleiben. Vers 8, das alles ist aber erst der Anfang. Nein, ich meine, es ist schon vorbei. Und im Vers 13, ein Aufruf, bleibt standhaft bis zum Ende. Und wenn ich das so höre, dann höre ich Jesus sagen, hey, all dem rein sind Ausdauerläufer. Und wenn ich einen Marathonläufer anschaue, merke ich, was dort nicht Platz hat, ist Platz für Hektik, außer im Endsprint.
Aber sonst musst du ruhig bleiben, musst einen kühlen Kopf bewahren. Du musst irgendwo den Plan weiter verfolgen und sagen, okay, calm down. Der Langstreckenlauf, der geht noch. Keine Hektik, keine Panik. Standhaft bleiben, ausdauernd. Hey Kirche, sind wir das? Sind wir eine Kirche, die in dem allem hinein auch eine gewisse Ruhe bewahrt? Statt einfach jedem Ding gerade aufspringt und mit Panik macht, sagt, der Friede von Gott soll uns begleiten. Was, wenn das die Botschaft ist, die wir als GVC Zürich Oberland raustragen? Hey, in dieser Zeit hinein haben wir den Frieden von Gott, haben wir die Ruhe von Gott. Wir strahlen die aus, wir bringen die in unser Umfeld. Und dazu passt dann der nächste Hinweis und die nächste Aufforderung, würde ich dem sogar sagen, wunderschön. Vers 14, was in die Endzeit hineingehört, in die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Christus, ist die Verkündigung vom Evangelium. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Ein Teil von der Endzeit ist, dass in dieser Zeit die Zeit der Verkündigung ist. Dass in dieser Zeit ist, wo wir das Wort von Gott in die ganze Welt heraustragen. Wo wir da stehen, wie weit es schon gegangen ist, das weiß ich nicht. Es ist schon weit gekommen, das Wort von Gott. Es hat schon viele Entfernte erreicht. Aber wir wissen auch, dass es weiterhin Menschen gibt, die es noch nicht gehört haben. Und in dieser Zeit, heisst es, wird es der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker es gehört haben. Es ist eine Aufforderung an dich und an mich, in dieser Zeit Verkündigende zu sein. Und die ersten Jünger, die sind uns da mit Vorbild voran. Die sind furchtlos aufgestanden und haben von ihrer Hoffnung erzählt, in einer dunklen Zeit, in einer politisch umkämpften Zeit, in einer Zeit, wo manches ausgesehen hat nach Weltuntergang. Sie haben gesagt, wir verkünden unsere Hoffnung, Jesus Christus. Es ist Zeit für uns, damit wir verkünden. Das rufe ich dir zu, wenn du Jesus kennst. Es ist Zeit für andere, dass sie Jesus kennenlernen können. Und somit ist die irgendwie dunkle Zeit, die Endzeit, auch eine wunderbare Zeit, nämlich Gnadenzeit. Endzeit gleich Gnadenzeit. Es ist Zeit, wo Gott sagt, ich will den Menschen begegnen. Ich will ihnen Hoffnung geben. Und er will uns brauchen, seine Kirche, damit wir auf das hinweisen können. Es dünkt mich, als rufen uns die paar Hinweise, die 4 Hinweise, jetzt nach der von der Zerstörung vom Tempel, zu, überstürzt nichts, übertreibt nicht, bleibt normal, bleibt treu und bleibt hinweisend auf Christus. Ich habe kürzlich ein Zitat gelesen, jemand aus unserer Church hat das auf Instagram repostet und ich habe es noch cool gefunden, es war auf Englisch, ich versuche es auf Deutsch zu übersetzen. Dort ist gestanden, ein komischer Christ sein heisst nicht, dass du ein treuer Christ bist. Es heisst nur, dass du ein komischer Christ bist. Und ich habe es so gelesen und dachte, ja, irgendwie stimmt es. Lass uns nicht einfach unbedingt komische Christen sein. Lass uns wirklich treue Christen sein. Und das heisst nicht unbedingt komisch zu sein, sondern es heisst auch irgendwo Ruhe zu bewahren, nichts überstürzen, standhaft zu sein, in unserem Frieden verwurzelt. Und dann aber auch treu, im Verkünden, ihm die Botschaft rausbringen. Hey, und das feiern wir ja heute auch in dieser Taufe, die da noch stattfinden wird. Es ist der Moment der Gnadenzeit. Jede Taufe ist eine mehr, wo Menschen verkünden und sagen, ich habe mich entschieden, den Weg mit Christus zu gehen. Er ist mein Retter, er ist meine Hoffnung, Gott ist meine Zuversicht. Ich könnte gerade singen, ich liebe das Lied. Endzeit ist Gnadenzeit. Und dann bleibt noch eine Frage offen. Ja, wann kommst du wieder, Jesus? Was deutet alles auf das hin? Also wir haben jetzt gesehen, Endzeit, ja, wir erleben das. Und ja, es ist Realität. Und ja, es ist besonders wieder da in Corona. Und vielleicht gerade nochmal so eine Welle, nochmal so eine Bergkette, die kommt. Wie lange es noch geht? I don't know. Was, wenn wir nochmal 2000 Jahre warten müssen? Für Gott. Er lebt in anderen Dimensionen. Was, wenn es morgen ist? Sind wir parat? Auf das werden wir in dieser Serie noch kommen. Und dann heisst es, ja, wann kommst denn du? Und Jesus kommt wieder. Und er berichtet über das, Vers 27 bis 30. Und jetzt wird es, neben dem, was ich gesagt habe, Ruhe bewahren, easy bleiben, auch irgendwo den Frieden von Gott in uns tragen, schon auch noch ein bisschen crazy. Weil wenn Gott wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, der Sohn von Gott, dann wird es crazy. Und wir lesen da im Vers 27, denn der Menschensohn kommt für alle sichtbar, wie ein Blitz, der im Osten aufzuckt und den ganzen Himmel erhellt. Jetzt wichtig, apokalyptische Sprache. Das ist ein Versuch, oder Jesus hat geredet und er hat das versucht, bildhaft zu erklären, wie das wird sein. Vielleicht würden wir heute andere Worte benutzen. Wir leben in einer anderen Zeit. Aber er hat auf jeden Fall gesagt, jeder wird es sehen. Und somit rufe ich dir zu, hab keine Angst, dass du am Morgen aufstehst und das Bett neben dir leer ist. Hab keine Angst,
dass plötzlich du der Einzige bist, der noch in der GVC Zürich Oberland übrig geblieben ist. Du wirst es merken, wenn Jesus wiederkommt. Er kündet es an und sagt für alle sichtbar. Wenn ein Menschensohn wiederkommt, dann wirst du es merken. Und ja, gut, wenn du parat bist, gut, wenn du ready bist, gut, wenn du dich ihm hingewendet hast. Aber du wirst es definitiv merken. Und dann kommt es noch recht crazy. Das heisst, die Sterne werden vom Himmel fallen. Eine bildhafte Sprache dafür, dass das Ereignis wird den ganzen Kosmos, die ganze Erde umfassen. Es wird etwas machen, und zwar mehr als nur zwischenmenschlich, sondern irgendwie mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Planet. Ich will mich jetzt da nicht verlieren in Neuschöpfung von der Erde, und da können wir noch mal eine ganze Predigtserie darüber machen. Ich will mit einem alten Theologen gehen, der Ole Hallesbier, hat gesagt, anscheinend kommt dann die Welt ein neues Kleid über. Ob es die ist da, ob sie ganz neu geschaffen wird, lassen wir doch das mal im Raum stehen. Die Bibel sagt nicht sehr viel darüber. Aber es wird etwas sein, das den ganzen Kosmos beeinflusst. Das ist eine apokalyptische Sprache, die man in Jesaja findet. Auch eine gerichtsvolle Sprache, also irgendwo das Gericht wird kommen. Und das ist mein Hinweis auf nächste Woche. Soviel ich weiss, ist der Johannes Wirth da, er wird über das Gericht reden. Die Bibel und das Gericht, ja, ist eine Tatsache im Wort von Gott, dass ein Gericht wird kommen. Wir werden auch dort drin die Hoffnung vom Gericht entdecken. Hoffnungsaspekt daraus heraus. Aber ja, Jesus kommt wieder. Und dann gefällt mir etwas Besonderes, was der Matthäus macht. Der Matthäus hat die Texte wiedergegeben. Er hat uns da mitgenommen auf die Frage der Jünger und uns die Hinweise wiedergegeben. Und dann wenige Kapitel später, im Kapitel 28, dunkt es mich, dass er eigentlich nochmal das Thema aufgreift. Es ist das letzte Kapitel von dem Evangelium und er berichtet davon, wie Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet. Und er greift da nochmal die Aufforderung auf, wo Jesus seinen Jüngern nochmal wiedergibt und sagt, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde bekommen. Darum geht raus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Diese Zeit ist da, damit ihr verkündet, dass ich Herr bin. Taufen sie, Halleluja, auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Machen wir heute da. Lehren sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Also ein Ruf in die Sendung von Christus. Er greift das nochmal auf. Der Matthäus berichtet uns das nochmal als Zitat. Und dann steckt da drin mega viel Hoffnung. Nämlich die Hoffnung, und ich bin bei euch in dieser Zeit. Letzter Vers. Vers 20. Ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch. Und jetzt ein kleiner Hinweis. Und gerade wenn wir jetzt das andere Kapitel angeschaut haben, vielleicht wird er ja das nochmal aufgreifen. Bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Wort, wo Hoffnung geben, in diese Spannungen von diesen zwei Seiten der Medaille, von dem einerseits, hey, Tumult und dunkle Wort und es ist schwierig, andererseits, bewahren die Ruhe da drin. Dann das Wiederkommen von Christus, wo spacey, spooky, für alle sichtbar wird sein. Ja, das löst Spannung aus. Wann ist es soweit? Ich habe einen Zuspruch im Morgen für dich, direkt aus dem Wort von Gott. Jesus sagt, ich bin bei euch. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir in dieser Zeit. Ich begleite dich in dem. Ich bin deine Quelle vom Frieden. Ich bin der Ort, wo du Hoffnung findest. Bis das Ende der Welt gekommen ist. Nehmen wir das als eine Ermutigung. Als einen Ruf auch für uns als Gemeinde. Treu in dem Weg zu laufen, wo die Jünger von Jesus 2000 Jahre vor uns schon gegangen sind. Durch Ups und Downs, durch Krisen, durch schwierige Zeiten, durch die dunkelsten Momente, ja bis in den Tod. Aber sie haben gesagt, wir gehen mit Jesus. Er ist bei uns. Wir heben an dem fest. Wir verkünden sein Evangelium. Das ist der Ruf. Und ich bin so dankbar, dass die Texte uns das ehrlich berichtet. Und das ist mein Wunsch für uns als Church, als GVC-Bewegung, aber auch als allgemein Kirchen in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, dass wir Ort sein von der Hoffnung, Ort vom Frieden, Ort von der Ruhe, wo wir uns nicht auf Spekulationen einlassen, wo wir sagen, wir heben an dem fest, was wir haben. Das ist die Hoffnung, dass Jesus mit uns ist. Und die verkünden wir. Schamlos, furchtlos, sodass die Menschen Jesus finden können. Ich möchte gerne beten. Vater, ich danke dir für die Worte, die uns wiedergegeben werden. So direkt, so ehrlich. Ja, es sind schwierige Worte. Ich danke dir, dass viele Menschen sich schon Gedanken über das gemacht haben, dass wir von dem profitieren können. Ich bitte dich, dass du uns leitest und führst in dieser Zeit, wo wir drinstehen. Ich bitte ganz speziell für die Menschen da rein, die Angst haben vor dem Ende, die Angst haben vor diesen Herausforderungen der aktuellen Zeit. Komm du mit deinem Frieden, komm du mit deiner Ruhe, komm du mit deinem Halt.
Im Namen von Jesus, Furcht hat keinen Platz. Du rufst uns. Und wir entlarven dich, Find von Gott. Dort, wo du mit Furcht willst kommen und uns willst von unserem Auftrag abbringen. Wo du uns willst in unseren eigenen Gedanken verwirren und gefangen nehmen, damit wir uns viel zu fest mit dem beschäftigen, was es mit uns könnte machen und wie es uns schlecht gehen könnte. Wir entlarven das und wir wollen den Ruf von Jesus hören in die Sendung. Und ich bete für den neuen Ruf von der Sendung in einzelne Leben da rein, dass er landen kann, dass er klar werden kann. Ich bete für die Befähigung, wenn du das bist da rein, wo der Ruf gerade nochmal spürst, dass du befähigt bist, um das mit Wort vom Frieden zu machen, Menschen in die Nachfolge rufen, mit Wort von der Klarheit, mit Wort von der Ermutigung, mit Wort von der Hoffnung. Und dass du wirst sehen, wie Menschen in deinem Umfeld Jesus finden. Und wir beten das gerade besonders für die Täuflinge, die heute da werden stehen, jetzt Gott, die einen grossen Entscheid heute publik machen, dass das über ihrem Leben darf sein. Die Hoffnungsbotschaft von dir. Danke vielmals. Amen.